Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und jetzt haben wir den wunderschönen Kammersinschalt von uns. Zwei Väter sind hier wieder. Naja, soll ja vorkommen halt so dass man in einer Familie zwei Väter hat. Aber drei Väter und ein Onkel, das grenzt schon etwas an Perversion. Ich finde es aber auch interessant, dass es da Mädchen-Zombies gibt, aber keine Jungs-Zombies. Sehen wir wieder das Mädchen, ne? Mädchen-Zombie. Und Vater-Zombie. Huch, Wackeltisch. Boah, der ist bestimmt von Ikea. Und dann gehen wir hier durch. Und genau so rum. Und da ist wieder das Sven Hedin, beziehungsweise die Terranigma-Version Hedi. Ich kenne dich aus dem Hotel, die Stadt. Was ist denn geschehen? Weit bin ich gereist, um die Stadt zu finden, aber das, falls ich überlebe, ich über meine Erkenntnisse schreibe und alle davon erzähle, weil ich ein Petze bin. Hallo Zombie-Tenjin. Ich beschmeiß dich jetzt mit einer unbezahlbaren chinesischen Porzellankrüge. Geh fort. So. Reicher Mann, Sonderbehandlung und so, ne? Mädchen-Zombie und zwei Onkel-Zombies. Okay, das ist schon etwas gruselig, wenn man darüber nachdenkt, wie ich das so sage. Geht. Oh Mann. Aber die Musik finde ich auf jeden Fall sehr genial und passend, vor allem wenn man mit der Glocke dazwischen. Und klingt das so ein bisschen noch Alien. Also es klingt so ein bisschen, als müsste man auch mit Aliens rechnen hier. Ja, klingt so ein bisschen noch Terramin. Aber nee, ich finde es auf jeden Fall sehr stimmig, für die Thematik von Luran und den Zombies. Und ich fand es eigentlich auch als Kind, um ehrlich zu sein, recht gruselig, weil Zombie-Stadt in der Wüste und man sieht noch den Sandsturm animiert hier drüber. Das ist jetzt kein Problem, das ihr auf YouTube habt. Das ist auch kein Dreck, den ich extra als Filter drüber geleckt habe oder so. Es ist tatsächlich so, dass das einen Sandsturm darstellen soll, der hier permanent weht. Wir erinnern uns an den fleißigen Mauerbauer. Der hat hier tatsächlich, wo die Zombies durchmarschiert sind, seinen Durchgang geschaffen. Und der wird später auf jeden Fall auch noch wichtig sein. Ah na, ihr komische Gestalter. Explodieren doch, wie das normale Gegner so machen im Leber. Ich glaube, das war's Hotel, ne? Ja, genau. Da sind wir ursprünglich aufgewacht. Okay. Alter, Mordeo versprüht giftigen Dunst. Hey Mordeo, wo ist Zeta abgeblieben? Ach ja, also der Durchgang wird auf jeden Fall noch wichtig sein. Und jetzt gucken wir uns nochmal auf den Platz um. Ruinen. Ach ja, das ist das ursprüngliche Geschäft Onkel und Tochter. Ach ja, der Familienbetrieb. Dann petzen wir uns nochmal so Wunderknöllcherei. Sind jetzt wenigstens wieder auf 100. Also der freundliche Händler ist definitiv fort. Und hier sind wieder meine Hassgegner. Diese dämliche scheiß Männle. Ich hasse die ohne Ende. Gott, ich hasse euch. Also es ist auch nicht besonders schwierig, hier an die Kiste Draht zu kommen. Da müssen wir jetzt nicht ewig knobeln. So, davor hat er schon reichlich, der feine Herr. Und wir haben einen Flicke-Umhang. Ja, geiler Scheiß. Den gucken wir uns natürlich mal sofort an. Der ist auch viel besser als die Mönchskutter. Wie wir so sehen, ne? Aber +3, kein schöner Mantel. Ich habe mich aber immer gefragt, was das Ding soll, warum man so ein Ding hier findet. Und ich mag es jetzt einfach mal der Neugierde wegen Ausrüster. Interessiert mich jetzt einfach mal, ob die mich dann vielleicht als Zombie wahrnehmen oder so, oder? Es sieht nach wie vor aus, als wollten die mir was. Also wirklich, die freundlichste scheint es nicht zu sein. Ich glaube, du zählst nicht, dass ich das Ding hab. Nee, ich glaube, die sehen mich nach wie vor noch als Attacke. Sehen mich nach wie vor noch als Ziel an, was es zu attackieren gilt. Kann mal gucken, wie das bei denen sich da draußen verhält. Attackierst du mich noch, du freundlicher Zombie? Ja, und er zieht mir scheißen viel ab. Okay, das heißt, wir sollten definitiv wieder zur Mönchskutte wechseln. Wäre jetzt irgendwie geil gewesen, wenn man durch den Flicke-Umhang so als Zombie getarnt wäre und die ihm dann in die A greifen. Das wäre natürlich richtig cool. Aber man kann nicht alles haben. Södeler, jetzt sind wir wieder so gut wie fertig. Also danke für die 20 abgezogener. Und Level 17 erreicht. KP steigt um fette 10, Stärke um geile 2, Abwehr ebenfalls. Und das Glück natürlich, ach,
Yay, da hat er richtig Grund, sich zu freuen, der Ark. Und ich geht hier in Luran eigentlich ganz gern mit schlechtestens Level 18 raus. So Level 18 bis 19 wäre natürlich extrem wünschenswert. Zack, wieder aufs Köpfe. Jetzt geht's wieder was auf der Washing. Kannst du viel Kreine wie Wildmädel. Das finde ich immer ganz witzig, die die Mädel-Zombies da. Wenn man die verwischt, dann pinzen die. Das finde ich eigentlich ganz witzig. So, was war dann hier noch? Ruinen. Ja, wer hätte es gedacht? Okay, hui. Das ist irgendwie das Einzigste, was mich an Luran so stört, dass die ohne Kopf noch weiterleben können. Okay, den erreiche ich nicht. Da muss ich wohl direkt zum hier. Ich weiß, du rückst mir auf die Pelle, du freundlicher Zombie. Au, au, so. Aber das Geld wollte ich halt unbedingt haben. Zack. Jetzt können wir das draußen auf jeden Fall auch nochmal nutzen. Weil hier auf dem Platz sind natürlich die meisten Zombsens. Also machen wir die mal hier sofort platt. Und das geht uns jetzt dank unserem geilen Stärke-Boost von 2 natürlich auch leichter von der Hand. Und dank unserem Abwehr-Boost kriegen wir auch nur noch bis 2 abgezogen, was auch extremst hilfreich ist. Sehen wir, wie sie... das war es leider verpixelt. Aber ich zeige euch gleich nochmal. Achtung, auf das Mädel achter. Da hat sie gegreint. Und dann war sie kaputt. So, jetzt hat sie dir. Okay. So viel dazu. Dann können wir jetzt aber wieder zur Ostseite. O-Seite. Okay. Zack. Zack. Aber mich stört es immer noch immens, dass ich den Speer nicht gekriegt habe. Ich glaube aber, das war nicht derjenige, der hier wichtig ist. Weil man findet hier noch eine Waffe, die extremst geilomat ist. Und die halte ich einfach sehr wichtig in dem Level. Und auch noch für später wird die definitiv wichtig sein. So, Onkel ist tot, Papa ist tot und Mama kommt noch. Komm her, Zombie-Mama. Und da ist nichts mehr. Gibt es auch einen geilen Kristall für uns? Ein Kristall will ich unbedingt. Da ist er. Ark erhält die Strahlenlanze. Gerade eben habe ich es davon gehabt. Das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Sollten wir uns auch auf jeden Fall im späteren Spielverlauf nochmal merken, dass es so ein Ding namens Strahlenlanze gibt. Ach, wenn sie dann zu der Zeit nicht mehr so viele Angriffspunkte hat, sollten wir es uns dennoch merken. Strahlt in dunkler Nacht. Und was ist das Besondere an dem Ding? Also jetzt erstmal drauf achten. Auf die Animation. Es ist Gold. So, eine Strahlenlanze, die Gold ist. Ja, geil, oder? Was macht das Ding jetzt so besonders? Und zwar macht das Ding besondere Schade gegen Status Untot. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Weil, was haben wir hier? Ja gut, das Wäschel ist jetzt nicht so besonders untot, steht die Sache. Und auch der Zeta und ist nicht so besonders untot. Es ist einfach nur fliegendes, hässliches Gesicht. Aber die Zombies, die herummarschieren, die sind im Status untot. Und wir sehen, es macht schon 82 so und 67 Schade, wenn ich so noch drauf haue. Also es ist definitiv ein sehr lohnenswertes Ding. So, gerade noch drauf gucke. Achtung. Dann können wir sogar mit M-Schlag ganz Killer. Ach, die Mädels sind jetzt kein Problem mehr. Ach, die checken wir mit der Strahlelanze direkt ab mit M-Schlag. Au, gegen Stell gerannt. Okay, jetzt gehen wir da unten zur Ostseite. Der Zeta und ist wieder da. Und hier gibt's nichts. Ich frage mich, wenn das fliegende Gesicht der Mordio ist, ob die Echse hier der Zeta ist. Naja, oder das da, ob das der Zeta ist. Wir werden es nie rausfinden. Weil, wie gesagt, die Gegner können wir leider nie alle noch ihre Namen checken. Das ist etwas schade. Das hätte ich ganz gern gemacht zu aller Final Fantasy Silver. Wäre cool gewesen, wenn es ginge. Oh nee, die scheiß Männle wieder. Ich hasse die. Das sind... Oh Mann, der Philippitz. Genauso sieht er aus, der Philippitz. Scheiß Vieh. Das sieht aus, als hätte er Mundgeruch und zwar ganz kräftiger, oder? Als hätte er Käsviehs. Mistvieh. Elendes Mistvieh. Ich hasse die Dinger. Man merkt es mal überhaupt nicht, oder? So, jetzt sind wir durch. Raus, hoppala. Jetzt sind die ganzen Gegner wieder respawned. 338 Schade gemacht eben bei dem Knödel. Nicht verkehrt. Ich finde es auch geil, dass so die ganzen Giftdinger explodieren, wenn wir dann Mordio niederstrecken. Zack, zack.
Also auf dem Level geht uns Luran definitiv sehr einfach von der Hand. Jetzt waren wir hier und hier schon drin. Das heißt, wir können jetzt auch da hochschlappen. Alter, du hässliches Gesicht. Versprüh ruhig dein giftiger Dunst. Ist mir grad schnuppen egal. Södele. So, zwei sind noch explodiert. Oh, nee. Du Krötekopf. Mistvieh. Und du habe ich einen Tipp, bis ein bestimmter Gegenstand erlangt, die Rüstungen nicht angreifen. Macht's Leben definitiv einfacher. Okay. Zack. Da sind wir schon richtig auf der Seite. Moment, nicht, dass ich irgendwas versaubeutel. Gerade mal gucken. Gehen jetzt nochmal zurück, weil das ist der richtige Weg auf jeden Fall. Yep. So, weil sonst kommt ein Geist hier aus der Rüstung raus und dann habt ihr auf jeden Fall in die Hose geschissen, wenn ihr einen bestimmten Gegenstand noch nicht habt zu der Zeit, weil der Geist euch dann zurück zum Platz teleportiert. Philippitz gerät in Rage. Ich gerate in Rage, wenn ich das Scheißvieh schon sehe. Alter. Was hat denn der kleine Choleriker überhaupt hier Veranstalter gemacht, durchzudrehen? Du dappischer Mordio. Du nervst mich auch. Okay, alles klar, das war sowieso nichts mehr. Hätte ja sein können, das was ist, aber jetzt müssen wir nochmal zu deiner blöde Philippitz-Reihe. So. Okay, glücklicherweise hat ja nur der Ende noch Geld gegeben. Achtung. Da sehen wir die Rüstungen knacken und ein Geistchen kommt raus. Aber ich lasse mich von der jetzt definitiv nicht zum Platz vortransportieren wieder. Den Weg mag ich nicht nochmal gehen. Okay, jetzt sind wir wieder richtig hier. An der Stelle von der Ostseite von Luran. Oh, habe ich nicht übersehen. Vor lauter Sandsturm habe ich das übersehen. Jetzt gehen wir da ins Heiselrei. So, wenn wir schon direkt von freundlichen Mädel empfangen, von der Empfangsdame könnte man sagen, aua, immer diese Ikea-Möbel. Herrn Uff. Schmeißen die mich hier mit ihrer Ikea-Möbel. Geht's noch? Okay. Ein Loch ist im Boden, Karl Otto. Da gehen wir aber noch nicht rein und stopfen es auch noch nicht, oh Henry. Hier finden wir auf jeden Fall auch wieder was Interessantes, aber ich glaube, das sollte man noch nicht hier. Zu viel Mobiliar, zu viel Zomsen-Mana. Zack. Zack. Mich kriegt er nicht lebend. Und dann hier nochmal durchgewurschtelt. Und dann gehen wir doch erst einmal in den Keller rein. Da sind ein paar illustre Rüstungen wieder. Ja, ein paar illustre Rüstungen. Okay, dann müssen wir da noch ins Loch doch reingehen. Also manchmal habe ich es wirklich nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Das mögt ihr mal bitte nachsehen. Aber der Kamin ist auf jeden Fall wieder der richtige Weg. Zum Glück ziehen die Dische nicht allzu viel ab an Schadenspunkte. So, da können wir jetzt mal reinwaschen. Dann ist da nämlich noch was für uns drin. Und zwar Akerheld Sakralsiegel. Ja, geiler Scheiß, oder? Und was macht das Tolles? Sakralsiegel. Auf jeden Fall ist es heilig. Wir sammeln hier die Heiligkeit in Person mit unserer Strahlelanze, mit unserer goldenen, mit unserem Traum Sakralsiegel. Hält Geister fern. Das ist definitiv äußerst praktisch. Gerade in Luran ist das Gold wert. Weil jetzt können wir die Knetköpfe hier auch fertig machen und dann können die Geister gerade schaffen, was sie wollen. So, ein Geist erscheint. Hallo Geist. Und mir noch ein Level kriegt. Ja, saugeil. Level 18 erreicht. KP steigt um 9. Stärke um 2. Abwehr um 1. Und Glück um 2. Juhu. Ja, jetzt können die Geister gerade schaffen, was sie wollen. Das ist mir jetzt Bums. Die wursteln nur an mir vorbei und können mich nicht eissaugen und wegschicken. Sodela. Jetzt können wir auf jeden Fall nochmal, nachdem wir das wichtige Ding abgestaubt haben, können wir in der Kamin nochmal reinwaschen. Und können dort nochmal zu Morgens, also nicht Captain Morgens. Ich habe mich in der Kneipe getroffen, die viele Bücher, der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist etwas zum Unerrang von Luran Bericht. Laut Buch sind Dämonen in die Stadt eingefallen.
Also ich kann zumindest so viel sagen, im richtigen Leben war es ein Sandsturm und Unbedeutsamkeit von der Stadt, weil die wirtschaftlich einfach nicht mehr erträglich war, was wegen die Untergange ist. Ark schlägt den Buch auf. Es ist die Chronik von der Stadt. Aufgrund vom Klima gab es in Luran nie viel Landwirtschaft. Die Stadt hat hauptsächlich von Edelsteinvorkommen gelebt. Luran wurde prächtige Stadt mit keiner anderen vergleichbar. Doch in den vergangenen Jahren war uns das Glück nicht mehr so hold. Angrenzende Flüsse sind ausgetrickelt und die Hölle hat ihre Pforte geöffnet. Hier enden die Eintragungen. Trommeln aus der Tiefe. Sie kommen. Ark schlägt ein Buch auf. Es ist ein Tagebuch. Heute ist ein seltsamer Fremder erschienen. Ein Prediger. Als wir ihm von den Dämonen erzählt haben, hat er ein Schutzsiegel geschaffen. Das Siegel beschützt uns vom Böser. Und ich trag's auch derzeit, das Sakralsiegel. Das ist immer noch wieder dasselbe, genau. Das hat anscheinend so ein lustiger Fremder erschaffen. Und hier haben wir leider nichts mehr. Was aber auch noch interessant ist, dass wir an der Stelle ratzen können. Und das nutzen wir auf jeden Fall, das Angebot. Blam. Ach ja, wie schön. Södele. Jetzt sind wir wieder ausgeruht. Durch Kamine können nämlich dumme Zombies nicht klettern. Zumindest diese Luran-Zombies sind dazu nicht in der Lage. Hoppala. So, na, wenn ich dich mal verwische, du Gretel. Zack, zack und zack. Und ich gehe rüber ab. Und bei dir genauso. Zack, rieb ab. Und der Körper folgt zugleich. Okelidokeli. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall alles erreicht. Und anstatt das Sakralsiegel abzunehmen und uns von der Geister wieder zurücktransportieren zu lassen, bin ich definitiv ein Anhänger von der Idee, dass wir zu Fuß zurückmarschieren, weil wir so auf jeden Fall auch wieder EP sammeln. Und in Luran lässt sich definitiv nicht schlecht leveln zu unserer jetzigen Zeit. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mag mindestens mit Level 18 hier rausgehen aus dem Kabuff. 20 wäre natürlich absolut optimal, aber dafür müsste ich wahrscheinlich für längere Zeit drin bleiben. Hör auf zu zappeln, du Kung-Fu-Knilch. Gibt's dann sowas? Ultra hartnäckiges, wegen dem Scheiß, wie habe ich jetzt auch die 28 Taler verdummbeitelt. Mistviecher. Also penetrante Mistviecher hier in Luran. Das ist mal richtig geiles Sightseeing. Zack. Aber ich muss sagen, wenn jetzt die ganze Zombies nicht wären, wäre Luran bestimmt auch ein sehr geile Lost Places, so ein sehr geiler Lost Place Ort, wo man sehr gern auch fotografieren wird. Zack, bumm. Hör auf, mich anzuzüngeln, du ekliges Vieh. Wer weiß, wo dein eklige Lappe Sundstock gesteckt hat. Bäh. Vielleicht hier im Mordio drin. Igitt. Dann mache ich noch die Kreaturen hier am Platz fertig. Und zack. Und na. Und dann habe ich verwischt. Wumms. Ich glaube, die am Platz sind definitiv ein bisschen stärker. Oder ich bin etwas blöder. Zack. Zack. Ansonsten stelle ich immer darauf wette, dass ich etwas blöder bin. So, da. Okay. Dann tät ich aber noch Sache, dass ich nochmal ganz rausgehe, weil es braut sich ein Gewitter zusammen und ich habe so lange drauf gewartet, dass hier endlich ein Gewitter kommt. Es ist scheißenheiß, es hat draußen 36 Grad und entgegen aller Wettervorhersage ist die Sonne jetzt draußen verschwunden und es braut sich hier ordentlich was zusammen. Und am Anfang von der Episode habe ich mir gedacht, okay, wegen die Episode, die kann ich jetzt noch machen, aber ja, die Episode kann ich gerade noch so machen und draußen zieht sich halt jetzt ordentlich zusammen. Hoppla! Warum gehe ich nach Eklemata-Reihe? So ein Quatsch. Wir gehen natürlich in nochmal Laserei. So. Und ich wollte die Episode dann hier in Laser nochmal abspeichern, damit wir den Erfolg nochmal hin. Und damit ich halt auch meine Aufnahmepause machen kann und am nächsten Aufnahmetag weitermachen kann mit dem Ganzen. Jetzt mag ich trotz allem nochmal zum Händlerei gehen. Gerade mal Lucky machen. Ach, gib mir mal so 2 Knöllchen. Sonst gibt's hier gar nichts mehr. Ich hab schon alles aus deinem Sortiment. Okay. Aber es wird mich auch mal sehr interessieren, ihr liebe Leute, was ihr generell so von Luran halten.
Und wie es euch so gefällt von der Stimmung her, gebt doch mal bitte in die Kommentare Bescheid. Es tät mich sehr freuen, wenn ihr mal dort dazu Bescheid stoßen könnten, ob das Feeling in der Stadt noch sehr gut gemacht ist oder ob ihr das genauso gut gemacht findet, wie ich das finde. Ob ihr die Zombies cool gemacht findet, weil ich finde die auf jeden Fall auch cool gemacht. Nur stört mich halt, dass die ohne Kopf weiterlaufen können. Aber das ist dem ganzen Hype von Hyde geschuldet, von wegen Kopfschuss und dann ist er weg. Ja, das ist nur so persönliche Macke von mir. Wahrscheinlich wird sich das bei vielen Zuschauer von solchen Zombies-Sachen auch schon eingeprägt haben, dass ohne Kopf bei Zombie gar nichts mehr geht. Wie dem auch sei, ich finde es sehr cool gemacht. Ich finde auch cool, dass die da alternieren, die Zombies, dass es so einen Papa, Onkel, Mama und Mädel-Zombie gibt, aber schade, dass es keinen Buwe-Zombie gibt. Ja, gebt mir doch einfach mal Bescheid, wie ihr das so findet, das ganze Feeling in Luran, weil ich persönlich habe Luran immer als eines meiner absolute Lieblingslevels empfunden. Und ich habe das sowohl als Kind habe ich es natürlich etwas gruseliger empfunden, aber ich finde jetzt auch nach wie vor als Erwachsener, dass die Stimmung in Luran nach wie vor recht creepy und sehr düster kalt ist und es gefällt mir echt sehr gut. Und das möchte ich natürlich auch noch mit euch teilen und es tät mich sehr interessieren, was ihr davon halten. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss an der Stelle, liebe Leute. Und wir sehen uns morgen, wenn es wieder vorbei ist. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.